Und mit einem winterlichen Ausblick grüß dich zurück zu Generation Zero. Und bevor es mit der Verteidigung losgeht, wird die Waffe geladen. Wir sind hier am Ort des Geschehens. Wie du siehst, ich habe schon umgebaut, die Burg halt, oder diese Basis da, die man da verteidigen muss. Bevor es aber nun zu diesem Thema geht, möchte ich ein kleines, nennen wir es einfach mal, Kommentare beantworten machen. Ich habe 3 Kommentare, die ich kurzzeitig aufarbeiten möchte und meinen Standpunkt dazu gebe. Genau, und zwar, vor längerem hat mir, was der Joe, die 3, die ich mir gemerkt habe, die dabei sind. Das ist der Roland, das ist der Joe und das ist der Horst. Genau, da habe ich jeweils Kommentare zum Thema Generation Zero gekriegt. Und jeder von euch wird wissen, was er mir geschrieben hat. Ich habe jetzt nicht unbedingt reingeschaut, ich habe jetzt nicht unbedingt so die Kommentare unter die Videos geschaut. Es ist mir gerade nur so, während des Lootens wieder einmal eingefallen und durch den Kopf gegangen. Und zwar, das erste auf der Karte, ich glaube, das war, warte mal, wo war denn das? Der Unterschlupf Litop ist gesichert, wie du siehst. Du weißt, wenn du zuschaust und das siehst, du weißt das eh. Danke dafür. Dieser Unterschlupf ist recht praktisch. Da heroben, warte mal kurz, da ist die Hauptstraße. Warte mal, da kommst um. Und wenn ich mich recht entsinne, ich bin mir jetzt noch mal ganz sicher. Na, es muss das Gebäude da sein. Da ist nämlich auch so ein komisches Gebäude, weißt du, wo du Schlossknacken rein und dann hast du immer wieder so Munition drinnen und etc. Das ist relativ praktisch, wenn du dann da herunten in Unterschlupf dabei hast, da hast an und ja. Genau, je mehr Unterschlüpfe das man hat, desto besser ist. Wie du siehst, dieser hier ist auch schon Stufe 2. Sehr geil. Im Übrigen, heute, nach der Basisverteidigung, kommt noch eine Episode, die dauert 20 Minuten. Und da bespreche ich einiges in Richtung Generation Zero. Genau. Da hat sich einiges ergeben. Und dann sage ich da was. Genau. Nun kommen wir zum zweiten Kommentar. Und zwar zwecks ein LKW, genau. Vielleicht fällt mir, schauen wir mal, fangen wir mal an mit dem LKW, schau her. Oder beziehungsweise mit der Basis. Ich habe jetzt die Basis komplett anders aufgebaut. Das heißt, wie du siehst, es ist alles rundum und um. Wir haben jetzt da 1, 2, 3, 4 Eingangstore. Dieses hier ist einfach nur zur Gaudi da, damit wir uns da, ja, wie du siehst, es ist alles ein bisschen anders aufgebaut mittlerweile, ein bisschen chaotischer. Und dieses Mal haben sie es aber nicht so einfach. Schau her, was ich gemacht habe. Das Tor ist nur zur Gaudi da, aber sie müssen sich zuerst durch 3 Lagen durchkämpfen. Ich laufe jetzt mal durch. Genau. Also 3 Lagen Wände müssen sie sich zuerst einmal durchbeißen. Und wenn ich eines gelernt habe, gelootet wird nachher. Das müssen wir reparieren. Und warum wir das reparieren müssen, verzeihe ich da gleich. Ich habe ein bisschen geübt. Ich habe mir erlaubt, 2 kleine Aufnahmen oder beziehungsweise 2 kleine Verteidigungsmissionen auf einfach zu machen, damit ich mir ein bisschen eine Ahnung kriege. Ich meine, auf einfach kommen keine Tanks, da kommen nur Hunter und Hunde. Mehr kommt da nicht. Genau. Das nächste. Also wie gesagt, da müssen sie sich mal durchbeißen, die Burschen und Mädels. Ja. Kurz, knackig und klein. Der nächste Kommentar, warte mal, das war... Gehen wir gleich auf noch einen Kommentar ein. Und ich weiß, vielleicht werde ich mir jetzt damit unbeliebt machen. Aber.
Man, ich bedanke mich bei jedem, der mir schreibt. Ich brauche ab und zu sehr lang, bis ich einmal auf einen Kommentar eingehe. Aus dem einfachen Grund, weil ich einfach ein bisschen ein sturer Bock bin und ein Einzelgänger, gell? Also, ich bin ein Eigenbrötler, sagen wir es einmal so. Aber, wenn mich, und auf diesen Kommentar kannst, wenn du weißt, dass du ihm geschrieben hast, dann bitte darfst du mir das nicht besser sein. Aber, in Videospielen von heute ist es leider, oder ist es gang und gäbe, wenn es jetzt dann, sagen wir, nehmen wir Fallout 3, ne, Fallout 4 ist noch besser. Wenn du Fallout 4 mit dem hier vergleichst, sind beides im Prinzip Ego-Shooter. Der einzig große Unterschied ist, dass Fallout 4 Rollenspielelemente drinnen hat. Dieses hier und Fallout 4 haben eine Sache gemeinsam. Ich zeig's dir. Und zwar, da müssen wir hineingehen in das Thema Fertigkeiten. Dieser hier. Erhöht die in Behältnissen und zerstörten Maschinen gefundene Munitionsmenge. Dazu kommend noch Respawn etc. nach einer gewissen Zeit. Erhöht sich die Menge, die du findest, rabiatestens. Und na, ich bin nicht deppert. Nur, ich bin ein Mensch, mir ist es am Anfang scheißegal. Weil du hast am Anfang von einem Spiel, was jetzt in diese Richtungen geht, hast du am Anfang nix. Und dann später hinaus hast du so viel, dass du das, was du zu hast und was du vielleicht brauchst, wegschmeißen kannst. Ich zeig's dir. Wir gehen jetzt einmal zur Truhe. Darfst du das bitte nicht besser sein? Aber es gibt Dinge, auf die ich hab das geschrieben. Als Antwort. Du hast mir geschrieben, bist du deppert? Und ich hab da geschrieben, wenn ich meinen psychologischen Befund glauben darf, na. Schau her, jetzt zeige ich dir was. Das Video, was du geschrieben hast, das ist aus dem November 2021. Also vor November, Dezember, Jänner, Februar, ja, knapp 5 Monate. Das war ganz am Anfang, wie ich das Spiel angefangen habe. Und ich bin leider so. Ich bin ein bisschen Chaot auch, muss man dazu gestehen. Aber jetzt zeige ich dir was. Schau her. Das ist die heutige Kiste. Stand 4. März um 23:35 Uhr. Wie du siehst, 70 Erste-Hilfe-Sets. 166 Notsignalfackeln. 34 Feuerwerkskörper, ich habe heute schon wieder welche verbraucht. 79 Landminen, alles nur durch dieses Respawn-System. Und eben dieses ganze Munition und Dings und hin und her. Sage da was, schau her. 4000 9mm für die Faustfeuerwaffe. 156 Geschosse für die Mehrzweck-Dingsbums für den Raketenwerfer. 8000 7,62 mm Vollmantel. Verstehst du, was ich aussehen will? Da schau, 8000. Das ist, du kriegst mittlerweile, und das ist am Anfang wenig, und am Ende hin aussehen, kriegst du so viel aussehen. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt die Kiste ausrahme, sind da vielleicht nur mehr 2000 drinnen, da, ja, das konnte ich lassen, da sind dann vielleicht nur mehr 2000 herinnen. Ich kann mittlerweile schon wieder ausdüngen da herinnen. Ne? Du kriegst so viel, dass du die gar nicht mehr auskennst zum Schluss. Die habe ich vor kurzem in einem Dings drinnen gefunden, FNIX-Hand, dann, das kann ich mich erinnern. Ja, irgendwann muss er looten gehen, ne? Da, Stufe 5 haben wir jetzt da vom Maschinengewehr vom N60. Und hier, das war eine Belohnung im leichten Schwierigkeitsgrad vor der Basisverteidigung. Das ist rausgekriegt gerade. Die geht gut. Die geht sehr gut an. Macht zwar. Na, die ist sogar um einen Titan in der Handhabung und Feuerrate besser als jene hier. Allerdings habe ich für die noch kein Magazin gefunden. Die hier hat nämlich ein Magazin drinnen, ein 5er, ja, 5 Sterne, sag jetzt einmal, 5 Sterne Magazin. Da habe ich 250 Schuss. Also derzeit, ja, es geht
ja, es ist unfassbar, was du momentan in dieser Größenordnung an Munition kriegst. Was schwerer ist zu kriegen, ich bin froh, dass ich die Menge gefunden habe. Schau her. So. Die sind mittlerweile sehr schwer zu finden. Da muss ich immer wieder knapp ein paar Tage warten, bis das Spiel sich wieder erfrankt hat, beziehungsweise bis halt der Respawn wieder eingesetzt hat. An 7 oder 8 verschiedenen Stellen weiß ich, dass ich es kriege. Und zwar, meistens finde ich sie hier auf Himfjell entweder im Hotel oder Österhellern hier am Campingplatz oder wo finde ich es noch? Genau, beim Flughafen südlich, diese Verteidigungslinie, dieser Schützengraben, was da herunten ist. Da finde ich es auch sehr häufig. Und wo habe ich es jetzt das letzte Mal nachgefunden? Da, rund um Österweg. Österweg da oben, da habe ich es auch gefunden. Ja. Bo finde ich es auch etappenweise noch. Aber ansonsten muss ich mich echt zusammenreißen und ab und zu immer wieder ein bisschen warten, bis ich es wieder finde und der Respawn wieder eingesetzt hat bei den Spielen. Ja, haben wir da auch wieder da. Sehr gut. Ja. Und wenn wir der dritte Kommentar, warte mal, jetzt haben wir das Thema mit Litorp. Dann haben wir das Thema mit dem Bist du deppert abgefunden. Und irgendwas war noch. Ja genau, eigentlich hätte das. Mein LKW. Wie du siehst, ich hoffe, dass das hinhaut, so wie man das vorstellt. Wie gesagt, die Maschinen müssen sich jetzt mal durch 3 Schichten durchwürzeln. Eigentlich eine 4. Und der Plan ist so, gelootet wird nach dem ganzen Debakel. Ich werde mich dann, wenn es dann soweit ist, einfach nur mehr mit den Dings befassen. BZW werde mich dann nur mehr mit einem von den 2 Granatwerfer oder Raketenwerfer bewaffnen. Und dann geht's ab mit dem jungen Hund. Das kann ich da verraten. Der soll nicht auf mir sitzen. Was kommt denn dann beim schweren Grad? Da kommen dann die russischen Maschinen. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht hast du das gemacht. Die russischen Maschinen fürs FNIX-Update später, haben die da Bewandtnis oder nicht? Mir ist es egal, weil ich fange das Spiel jetzt sicher nicht nochmal neu an. Weil ich genau weiß, was das für wie sagt man, was das für Weg war, überhaupt die komplette Hauptgeschichte aufzudröseln. Puh. Ja, das hat einiges an Zeit gekostet. Puh. Ich glaube, ja, fast 4 Monate. Und ich habe aber jetzt nicht immer gespielt, gell, also, wenn man die Zeit gehabt habe, habe ich aufgenommen, nach der Haken. Und halt noch meine anderen Hobbys und hin und her. Also ich hab jetzt fast 4 Monate gebraucht, bis ich das alles aufdröselt gehabt habe. Passt. Wie du siehst, ich habe jetzt alle 3 Fragen oder 3 Kommentare, auf die bin ich jetzt mal kurzweilig eingegangen. Ich tue das nicht immer, es tut mir echt leid. Aber ich bin ein bisschen ein Eigenbrödler, ich bin ein bisschen ein Sturkopf. Ich informiere mich eigentlich nicht auf YouTube über wie schwer ist ein Spiel. Das ist jetzt nur das, was mir der Algorithmus auf YouTube vorschlägt. Wie schwer ist Elden Ring? Mich kotzt es sogar an, wenn ich einen YouTuber abonniert habe und dann taucht er plötzlich auf, weiß ich nicht, der Obelix unter den Robotern bei Horizon Forbidden West. Es zieht mir an. Ja, tut mir leid. Es ist für mich irrelevant. Aus dem einfachen Grund, weil es mich einfach nicht interessiert. Ich bin ein Mensch, ich brauche keine Tutorial-Videos, ich lerne mir das alles selber und ich habe nicht umsonst genug Stunden. Ich habe jetzt knapp 200 Stunden laut Steam hier in diesem Spiel. Das muss man auch dazu sagen. Schau her, jetzt sage ich da noch was, dass du das ungefähr vorstellen kannst. Diese 5 Nebenmissionen habe ich jetzt noch in Himfjell
Und das ist alles an Hauptmissionen. Es ist ein Heidenspaß und ein sehr, sehr weiter Weg. Da kommt ich will nicht zu viel verraten. Im nächsten Video, was dann heute noch kommt, das dauert 20 Minuten, da möchte ich da ein bisschen was sagen. Und dieser Tage kommt dann noch ein Video, das nicht eine Stunde dauert, da möchte ich da auch was sagen. Unkommentiert. Aber wie gesagt, das wirst du dann alles noch sehen. Und die hat gesagt, wir spazieren gleich weiter in die Verteidigung. Nach einem kurzen Schnitt natürlich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Nun, bevor wir uns dem zweiten Teil widmen, des mittleren Modus, müssen wir noch ein bisschen was zusammenräumen. Wie du siehst, wir haben ja fast keinen Platz mehr. Da in dieser Kiste haben wir auch keinen Platz mehr, da wir dieser Tage dann, oder in der, ja, sagen wir in der nächsten Zeit einmal zusammenräumen. Die Notfallsignalfackeln da mal weg. Da schauen wir, ob wir diese hier. Ja, weißt du was? Wie viel habe ich das letzte Mal verbraucht? Das müssen gewesen sein, ich glaube 15 Stück. 10 oder 15 Stück habe ich damals verbraucht. Wir nehmen 29 mit. Du wirst dann auch gleich sehen, warum und wieso. Faustfeuerwaffen haben wir keine angelegt. Für die Vollmantel MP da wir ein paar weg. Bist du deppert? Jetzt überlege ich nur gerade, was wäre jetzt sinnvoller? Für die Faustfeuerwaffen da wir alles weg. Bist du deppert? Das ist ja nicht schon wieder viel, schau das an. 10.000. Ich werde das alles ausrammen müssen. Das ist ja Wahnsinn, Alter. Boah, geil. Wurscht. Warte mal. Wir nehmen aber zur Vorsicht eine zweite. Machen wir insgesamt 3. Genau. Erstens einmal, ich weiß nämlich nicht, ob wir wenn wir sterben, wenn wir jetzt drauf gehen würden, ob wir da wieder spawnen bei der Basis oder ob wir unten in der Wanderhütte spawnen. Müssen wir schauen. Da nehmen wir uns ein paar mit zur Reserve. Die 4 Waffen lassen wir eingesteckt. Es ist jetzt natürlich Arsch. Na, wir packen die zurück. Genau. Ausnahmsweise. Na, es geht sich nicht mehr aus. Nö, kein Platz mehr. Ich muss das unbedingt ausrahmen. Ich meine, wer braucht denn so viel? Sagen wir so ehrlich. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Burli. Da nehmen wir ein paar mit. Ich hätte gesagt 41 Stücke. Bist du deppert? Wurscht, wir verblasen jetzt eh genug. Das kannst du mir glauben. Ich hätte gesagt, wir lassen das alles so, die Bewaffnung. Welche da mal weg? Ich hätte gesagt, wir halten uns die 3. Es ist zwar vom Magazin her weniger, aber nehmen wir Arm oder nehmen wir Arm? Na, Arm oder Arm? Der hat auf bessere Feuerrate. Genau, auf den müssen wir 8 geben. Wie viel kriegen wir? Oh Gott, da kriegen wir nur 40 Stück rein. Egal. Soll mir jetzt mal wurscht sein. Habe ich noch eine Idee? Wir haben genug davon. Brauchst du keine Sorgen machen. Wir werden uns jetzt einmal, kurz einen Blick, ich muss den Kaffee da jetzt mal auf Zeiten stellen, weil sonst habe ich keinen Platz. Wir werden jetzt einmal hergehen, einen Platz zuweisen, den legen wir da her.
So. Meine Erkenntnisse jetzt aus diesen 2 Gefechten. Warte mal. Prinzipiell greifen sie jetzt mittlerweile nur von 2 Richtungen an. Da, da. Weißt du was? Wir legen die einfach aus, was scheißen wir jetzt mal dumm. Wir haben ja genug. Und ansonsten hol ich den Rest auch noch. Mir scheißegal heute. Oh, habe ich was gesehen? Siehst du? Können wir alles brauchen. Später nochmal. Für einen schweren Schwierigkeitsgrad. Da legen wir auch ein paar her. Haben wir eine schöne Front her. Und da... Warte mal. So. Ihr müsst mir verzeihen. Es kann sein, dass zwischenrein das Spür mir abschmiert. Ich habe momentan irrsinnige Performance-Probleme. Wenn du im Menü drinnen bist, bei mir ist dieser eine Tab da oder dieser eine Platz, was halt für einen Tab oder für einen Browser zum Öffnen ist, rechter Hand, der ist verpackt bei mir. Ja, da hast nix. Also es kann sein, falls uns das Spiel abschmiert. Ja, mal schauen, ob es hier hat. Ich weiß es nicht. Momentan, irgendwas ist beim letzten Update schiefgegangen. Ich weiß aber nicht was. Nur, dass du gleich mal vorgewarnt bist. Das will man alles aufgehalten. Weißt du was, wir nehmen da noch mal ein paar. Es kann jetzt nur sein, dass ich den PC jetzt da aufs oder das Spiel zum aufs allerhöchste letzte aussieht. Kann sein, dass ich Spül auch schmiert. So. Da haben wir es jetzt hergelegt, genau. Wie wir aus einem leichten Schwierigkeitsgrad wissen, war in jeder Welle ein Tank dabei. FNIX vorerst. Bin mal gespannt, was sich Spül noch einfallen hat lassen. Ja. Fange ich schon wieder an. Da wird man gleich wieder ausschmieren. Aber ich werde mich bemühen. Ich werde mich wirklich bemühen, ruhig zu bleiben und keine ausflätigen Schimpfworte zu benutzen. So, So, ich glaube, ich habe alles, oder? Habe jetzt alle Richtungen abgedeckt? Na. Die eine da hinten fällt noch. Okay, also, gelootet wird am Ende. So. Jetzt schauen wir mal, ob alles passt. Und weißt du, warum es in der letzten Aufnahme nicht passt hat? Oder was mir auch beim ersten Teil dieses ganzen Blödsinns, was mir da gelungen ist? Ja, logisch, dass die Verteidigungstürme, die da schnell hin waren. Ich hab's nämlich falsch aufgestellt gehabt. Mhm. Ach Gott. Okay, okay, da müssen sie sich mal durchbeißen, die Burschen. Okay, okay, das passt, das passt, das passt, das passt da, das passt da. Okay, es ist jetzt alles so hergerichtet, dass es reparierbar ist. Wir haben ja eine gewisse, ich glaube, Minuten oder was Zeit, dass wir immer wieder das Notwendigste reparieren können. So. Die zwei nehmen wir noch mit. Wir haben jetzt da an Bord 74 Kilo. Wer so viel wiegt, hat Übergewicht. Haha.
Dann erweitertes erste Hilfeset. Da mal daher platzieren auf 3. Na, das machen wir anders. Warte mal. So, einen Platz zuweisen. 1, 2, 3, 4 und die erste Hilfe setzt da mal auf 5. Aha, ja, schön Handy, danke. Danke, dass du läutest. Und die Feuerwerkskörper da mal auf 6. Genau. Passt. Und nun wünsche ich mir selber viel Spaß bei der nun kommenden Sache und los geht's in den zweiten Teil. Oh. Apokalypse-Class. Ach, das wird eine Gaudi werden, hey. Bist du deppert und das jetzt schon? Ich hasse die Apokalypse-Hunter. Ich hasse sie. Warte mal. Ah, du bist du deppert. Ja, und genau deswegen hasse ich sie. So, 2 Stück werden wohl reichen, wenn wir uns in die Vasen eindreschen. So. Komm her, du Hansch. Ich hasse diese Apokalypse-Hunter und vor allem mit dem Flammenwerfer. So, gelootet wird später, haben wir gesagt. Und da kommen jetzt dazu ein, quett mal. Bingo. So, du kleiner Arsch. Da fries. Jetzt habe ich wieder daneben geschossen. Ich bin so dumm. Was von der Hund nicht so viel fressen tät. Nicht! Ich glaube auch, dass die Entwickler bei der Balance da ein bisschen was geschraubt haben. Kommt mir so vor mittlerweile. Jetzt schieße ich wieder daneben. Aber ich hab einen Plan. Ich muss da mehr aufs Knie gehen. Weil sobald wir nämlich die Platten herunten haben, die Panzerplatten da am Knie, da haben wir uns bei weitem einfacher. So, bei uns. Da brauchen wir nichts reparieren, das ist sehr gut. Aber was ist da gestanden? Sehen wir gleich, Bauwerke, ganz geschwind jetzt da. Achso, da fehlen schon 2. Wurscht, dann stellen wir den. Da wir den. Da dazu.
Das war geht schon geiler. Aber ich hatte damit gerechnet, dass wir es mit mehr Tanks zu tun kriegen. Nötigenfalls muss ich zurück einlaufen, Raketen holen. So, Mädchen. Genau. Wir müssen ja mal ein bisschen ablenken, weißt? Und genau deswegen habe ich das ja mitgenommen. Was, so eine überintelligente Maschine wie die FNIX und dann, geilen sie die so extrem geil an die Feuerwerkskörper auf. Das finde ich ja noch das finde ich ja noch lustig. Nebenbei, weißt? Die Knieplatten, Maschinengewehr und, sein Raketenwerfer. Das sind die 3 Stellen, die für mich persönlich mittlerweile bevorzugt sind. Wenn er mich nicht unbedingt trifft. Ah ja, im Übrigen, unser Charakter hat mittlerweile ein Vampir. Wie heißt's? Vampir-Make-up. Mhm. Weil sie so geil ist, weißt? Gleich düstere Schotten wie ich. So, was muss ein Raketenwerfer wieder helfen? Shit, ich brauche Raketen. Wurscht. Jetzt malträtieren wir mit der Neichen. Das große Problem, was die Neiche Waffen hat, sie braucht irrsinnig lang, bis sie nachgeladen ist. Du kleiner Arsch, du Schircher. Sag mal. FNIX-Tanks, das sind die richtigen Gegner, weißt? Das ist so richtig, ja, Testosteron pur, wie man so schön sagt. Au! Haha! Gleich noch einer. Jetzt. Ich glaube, das Spiel hat mein Schwachstück gefunden, ha? So, kurzer Blick. Drecksau. Entschuldigung den Ausdruck. Na, es geht sowas. Schau dir diese verwarzte Kimme an, Alter. Ich brauche Plan X. Aber wie schaut Plan X aus? Arm ablenken. Also wie du siehst, ich habe das schon relativ verinnerlicht. Mit Maschinengewehr und Raketenwerfer bei ihm. Du Drecksau! Entschuldigung den Ausdruck.
5. Na. Jetzt baue ich Trottel das schon wieder falsch auf. Das wird reichen, oder? Wenn ich das so mache. Du siehst. Okay, das gibt mir schnell 3 Minuten. Jetzt müssten wir 3 Minuten Zeit geben, bitte. Oder Minuten. So, jetzt helfen wir da wieder mit. Okay, wir kümmern uns um die Kleinen. Was, können wir noch irgendwas aufbauen? Na, haben wir alles verbraucht. Aber sicher nicht. Haben wir noch Raketen dabei? Nein, habe ich alles verschossen. Da haben wir uns mal kurz heilen. 4000 Schuss in dieser Waffe. Ich weiß zwar nicht, was er jetzt vorhat, der Depp. Das ist aber eine geile Taktik, muss ich schon sagen. Sehr gut. Ja, viel können wir jetzt eh nicht reparieren. Das ist ja das Problem. Reparieren. Aber
Ich werde das fürs nächste Mal, für einen schweren Schwierigkeitsgrad, wird es dann noch ein bisschen umbauen, weißt? Ja. Okay. Was hat er jetzt geschossen? Weißt du was? Sind die zwar noch aktiv? Ja. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Der kennt sich gar nicht mehr aus. Ich werde aber weiterhin da die Panzerplatten vom Knie runtersäbeln, wenn ich dazu komme. So, das war Nummer 1. Jawohl! Der Raketenwerfer ist herunten. So, und jetzt? Sag dein Bestes, Alter. Warum nicht gleich so? Und so werden wir im schweren Schwierigkeitsgrad vorgehen. Shit! Ich brauche nur eine Ablenkung, weißt, für knapp 15 Sekunden. Total, da muss schnell sein. Bist du deppert, ist das geil. So, da fresst's. Als habt ihr es eh so gern. Wir Hosen Scheiße alle miteinander. So, bitteschön. Einer da ins Gesicht, die Michti. Jetzt schau ich noch grad. Ist was überblieben? Na. Perfekt, alles im Einsatz. So, der nächste Tank.
Entschuldigung, dass ich jetzt nicht viel rei, aber wie du siehst, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Weil irgendwie lässt dir das Spiel, was das angeht, keine Pause. Es ist so genial gemacht. Schaut euch das an, Alter. So, jetzt haben wir kurz Zeit, uns zu heilen. BZW. Wir werden jetzt mal Raketen sparen und werden jetzt gleichzeitig... Aha, okay. Er hat ein Problem. Warte mal kurz. Den zeigen wir kurz. Den stationieren wir daher. Man hat nämlich den Tank besser im Visier, weißt du? So. Ja, das geht sich aus, oder? Schieß! Der Tank kennt sich gar nicht mehr aus, ha? Oh, ist das geil. Bist du deppert? Aber siehst du mal, was so ein FNX-Tank aushält, gell? Warte, wir helfen mit. So macht Basisverteidigung. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Yes! Yes, baby! Yes! Yes! Voll geil! Uran, Kupfer, Schockmunition. Wow! Blei, Kupfer, alles dabei. Haha! Alter! War das stark. Jetzt gehen wir looten. Sehr gut, jetzt gehen wir mal die kleinen looten und dann die großen. Das haben wir uns verdient. Das waren jetzt... Alter, wie viele Tanks waren denn das jetzt bitte? Also die Wellen haben jetzt nur eigentlich aus Tanks bestanden, oder? Eins, zwei, drei, vier. Bist du deppert? Okay. Boah, geil. Was haben wir da herinnen? Brauchen wir? Oh, jede einzelne Adrenalinspritzen ist mittlerweile was der was wert. Da ist noch einer. Na, den haben wir. Den haben wir schon gelootet. Was war da mit dir? Dich haben wir auch. Aber dich noch nicht. Ich meine, ich nehme jetzt mal alles mit. Danke, Spiel, für die Adrenalinspritzen. Ich danke dir. Ehrlich. Und das Spiel hat's ausgehalten. Es ist mir nicht angestürzt. Weißt du, wie geil? Wir können das alles noch brauchen. Voll geil. Aber ich werde in der Zwischenzeit, du hast ja gesehen, die Basisverteidigung ist ja wieder aktiviert. Ich werde in der Zwischenzeit noch einmal alles herrichten, werde die Basis im Prinzip ist Grundskelett so lassen, werde aber die Pfosten und das alles ein bisschen anders positionieren. Und dann gehen wir auf den letzten Schwierigkeitsgrad, auf den höchsten. Ich bin schon gespannt, wie der abgeht.
Wahrscheinlich hauen sie uns dann 5 Tanks her. Ja, die Kleinen bringen eh nicht so viel. Das ist auch, das muss ich mir merken. Das muss ich mir merken. Ich werde die Geschütztürme selber so positionieren im schweren Schwierigkeitsgrad, wie wir es zu dem Zeitpunkt beim Angriff pro Welle brauchen werden. Ich glaube, das ist die sinnvollste Idee. Alter, schaut euch das an. Fotografieren, geil. Jetzt bin ich überladen. Ist mir scheißegal. Ich feiere das gerade. Außer richtig. Kann man alles brauchen. Und ich werde in der Zwischenzeit wieder ausmisten. Also auch Dinge, die wir schon haben, beziehungsweise im Überfluss haben, kommen auch weg. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Bitte was? Das waren jetzt 7 Tanks? Wow. Scheiße, war das jetzt geil. Ich freue mich auf einen schweren Schwierigkeitsgrad. Und dann, nach einem schweren Schwierigkeitsgrad, werden wir... Na, ich verrate jetzt nichts. Du wirst das noch sehen im kommenden Video, wie angesprochen. Und der Rest ergibt sich dann, wenn wir soweit sind. Genau, eins nach dem anderen. Bist du deppert. Aber das hat sich ausgezahlt mit den 3 Schichten. Die Tanks haben sich schon weitaus schwerer da. Und wenn wir im schweren Schwierigkeitsgrad wieder so machen, die Geschütztürme an sich selber, nur mit diesen 5 Geschütztürmen arbeiten, je nach der Richtung, wo wir es brauchen, die Zeit habe ich, dass ich es umbaue, was? Das müssen wir unbedingt machen. Dann brauchen wir das da gar nicht. Die schon. Die sind voll super, aber die brauchst du nicht. Ja, ich glaube, ich habe alle Tanks gelootet, ne? So, wo geht da jetzt rein? Haha. Möchte das jetzt ein bisschen verstauen, ein bisschen wegräumen. Ah, geil. Feier ich gerade voll. Okay. Okay, Waffen haben wir keine gekriegt, dafür haben wir gute Muni gekriegt. Wie du siehst, wir sind eigentlich relativ gut wieder ausgestattet. Da haben wir eigentlich auch genug. Alter, was soll denn das alles hier rahmen? So viel Platz haben wir nicht. Liebe Entwickler, bitte mehr Platz. Bitte! Ich bleib dabei, 400 ist viel zu wenig. Du Trottel, da ist ja alles weg. Okay. Kann man das nicht? Jetzt da. Dann brauchen wir wieder eine. Naja. Die Wände halten's aber aus. Ja, weißt du, das ist jetzt so ein bisschen das Philosophieren darüber. Mir fehlt Titan. Weißt du was? Du gehst jetzt schnell mit. Das ist mir jetzt wurscht. Wir hauen uns schnell in Richtung... Achso, ich bin überladen. Scheißen.
Aber da habe ich genug Platz. 3 Kupfer. Geil. Brandbeschleuniger, Plastik, Alu. Alles da. Ja, Titan ist uns ausgegangen. Titan ist uns ausgegangen, aber dafür haben wir Dings. Ja. Geil. Gefällt mir. Na, taugt mir wirklich. Da brauche ich 10 Stück. Da brauche ich 5. Weißt du was? Wenn ich am Day aussehen habe, die haben wir nur Sprengstoff, Gummi, Blei. Da habe ich davon schon genug. Dann müssten wir eigentlich weiterkommen, oder? Warte mal. Machen wir so. Inventar. Ins Intervenierte. Perfekt. Und wir reisen schnell in Richtung Bauernhof Steinhager. Dann können wir uns das alles schnell anschauen. Sehr gut. Ah, es taugt mir gerade voll. Es taugt mir wirklich gerade. Bauernhof Steinhager. Und da ziehe ich mich immer zurück, wenn ich meine Ruhe haben will, weißt du. Wenn ich da mal dumm. Wenn ich da mal dumm werkeln will. Ich möchte nämlich mit der, warte mal, was haben wir denn da? Da haben wir alles. Das da mal weg, das brauche ich alles nicht. Das Titan ist mir am wichtigsten bei den Sachen. Der war für einen, weißt du was? Der war für einen anderen Raketenwerfer der Aufsatz. Da haben wir da dazu einer. Ja, was der ab und zu brauche ich das auch, dass ich mich da ein bisschen zurückziehe, ein bisschen zusammenrahm. Es ist ganz gemütlich ab und zu. Schockmunition, was kannst du? Ja, da fällt uns Titan. Fertigungsplan für experimentelle Munition mit dem 7,62 mm Schockmunition herstellen lässt. Eigenschaften. Elektrische Strahlen. Diese Munition wurde mit einem winzigen Mechanismus versehen, der an der Einschussstelle der Kugel platziert wird. Einschussstelle der Kugel. Wenn ein neuer Mechanismus in der Nähe eines anderen Mechanismus platziert wird, entsteht zwischen ihnen ein elektrischer Strahl, der Schaden verursacht. Also im Prinzip schon das, was ich jetzt gerade mit der Waffe mache, die ich gerade habe. Ne? Nur, ich habe ja Folgendes vor. Ich möchte jetzt noch sparen mit den Sachen, mit der Munition, alles was wir da haben. Ich will die Sprengmunition, die packe in die MP ein, was wir haben. Und los geht's. Die ist nämlich relativ praktisch, wenn du... ich sage mal, sie wird uns bestimmt helfen beim Tank, beim Reaper. 100 Pro. Ich wäre beleidigt, wenn sie es nicht tun wird. Okay. Und jetzt da. Naja, viel Platz haben wir da nicht mehr. Wir haben da jetzt 3 Adrenalinspritzen. 2 haben wir verbraucht. Ich werde es aber trotzdem wieder 2 Stück da rein tun, damit wir es haben, wenn wir es brauchen. Die Granaten da mal rein, das kleine erste Hilfe-Set da mal rein, das da mal rein. Die 4 hau ich weg. Die braucht keiner. Nur, du darfst mir jetzt bitte nicht besser oder beleidigt sein, wenn ich jetzt hergehe und da einmal ausmisst. Weil, wer braucht, sagen wir sie ehrlich, ha? Wer braucht 10.000 dafür? Keiner. Und 15, 166. Da, das kommt, da, der größte Teil, den kannst du wegtun eigentlich. Die Sachen habe ich mir eigentlich ja nur aufgehalten wegen Elektrolyt, weil ich einfach so wenig gehabt habe oder noch immer habe, gell? Als Funkgerät könnte man gleich mal zerstören und ein paar, zumindest, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Da brauchen wir 5, da kriegen wir 4 Elektrolyt raus.
Bingo. Ich glaube, da brauchen wir 10 Stück. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Munitionspaket brauche ich zwar nicht, aber wir kreuzen halt einfach einmal auf. Ja. Und dann haben wir die 3 da wieder einer. Alles, was aber vorkommt, das braucht man nicht, kommt wieder weg. Weißt du was? Na, ich will das außerhalb machen. ...166. So. Ja. Befriedigt mich schon eher. Sind das 800? Sind das rund 1000 Schuss? Passt, haben wir das einmal angelegt. Weißt du was? Das mache ich aber außerhalb, weil das will ich jetzt nicht antun. Die kleine halten wir uns noch auf. Und da wird dann ausrahmen im Laufe der nächsten Woche, der nächsten Tage. Weil es ist ja doch irrsinnig viel, was wir da haben. Genau. Und dann zeige ich den Restbestand, was halt von den ganzen Quagel da noch überblieben ist, gell. Wie gesagt, Uran braucht man, Elektrolyt braucht man noch und Uran. Ansonsten sind wir eigentlich gut unterwegs. Bin mir aber nicht sicher, für was brauchst du Plastik, weil sonst hau ich da auch ein bisschen was weg. Ich werde mir das dann anschauen. Passt. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt. Geschafft haben wir's. Und nun, in einer Woche folgt dann der schwere Schwierigkeitsgrad. Und das wird nochmal eine richtige Herausforderung. Und nochmal zur Erinnerung, 21 oder 22 Uhr, eher 22 Uhr wird dann noch ein Video folgen zu dem Thema Generation Zero, damit du mal siehst, was dann noch kommt. Ab dem heutigen Tag geht's dann schon langsam hin, der Weg zum Reaper Tank. Bis zum nächsten Mal. Baba.